Ah, das Döschen kenne ich. Das ist eine Butterbox, stimmt's? Da hast du bestimmt was ganz Fettes drin, mein Lieber. Das geben wir direkt mal unserem Experten, dem Albert, damit der sich schon mal ein Bild machen kann. Und in der Zwischenzeit, ich bin ja bestimmt der Ältere von uns beiden, auch wenn man es nicht auf Anhieb sieht. Darf ich dir du sagen, ich bin der Horst. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Hallo, ich bin der Vincent Thaddeus Nepomuk von Distel. Ja, leck mich, du Söck. Da ist ja schon der Name ein Kunstwerk. Respekt. Ja, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Ha, und was machen deine Eltern so? Mein Vater verdient sein Geld mit künstlichen Befruchtungen und meine Mutter ist Überlebenskünstlerin. Ja, und was hat dich so befruchtet? Wie bitte? Ich meine, welche Muse hat dich geküsst? Was machst du für eine Kunst? Das da. Oh, ich sehe schon, das ist ein ganz spezieller Fall für unseren Experten, dem Albert. Albert, du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt, dich mit dem Objekt zu beschäftigen. Was kannst du sagen? Kannst du es einordnen? Ja, natürlich, lieber Horst. Das kann ich sogar ganz genau einordnen. Das ist eine Butterdose. Eine Butterdose, sonst nichts. Ein Stück Butter ist ja noch drin. Genauso habe ich mein Kunstwerk genannt. Ein Stück Butter ist noch drin. Ach, das ist dein Kunstwerk. Ja, also mit Verlaub, lieber Horst, das hat mit Kunst rein gar nichts zu tun. Das ist nix. Aber dieses Stück Butter zeigt die gesellschaftliche Tendenz, nie genug zu bekommen. Das immerwährende und fortstrahlende zerstörerische Streben nach mehr, mehr. Das kann man ja sicherlich hineininterpretieren. Mein lieber Horst, das ist völliger Quatsch. Wenn er sich das Teil wenigstens an die Wand genagelt hätte oder eine Badwanne damit eingerieben hätte, ja, dann könnten wir uns über Kunst unterhalten. Aber so. Ja, mein lieber Nepomuk, was machen wir denn da? In diesem Fall kann ich dir natürlich leider kein Händlerkärtchen geben. Ich hoffe, das verstehst du. Ja, das verstehe ich schon, dass Sie lieber Mopeds und alte Lampenschirme anbieten. Und dass Sie keine Ahnung von moderner Kunst haben, das wusste ich gleich. Ach so, Sie unterstellen mir also, dass ich keinen Kunstverstand hätte. Was mir zu deiner Kunst einfällt? Kunst dir mal ganz schnell schleichen.